Hallo, lass uns Deutsch lernen. Heute ein kurzer Dialog. Hör gut zu. Heute tauchen wir in die bunte Welt der deutschen Schimpfwörter ein. Was hältst du von der Vorstellung, dass Fluchen eine Art Ventil sein kann? Absolut. Schimpfwörter können manchmal sehr befreiend sein. In Deutschland gibt es so viele kreative Ausdrücke. Hast du einen Favoriten? Schwer zu sagen. Blödmann ist ein Klassiker, den ich oft höre. Er klingt irgendwie harmlos, aber kann auch verletzend sein. Was meinst du? Ja, Blödmann, hat so eine ironische Note. Aber es gibt auch härtere Kaliber wie Arschloch. Das ist schon eine Nummer direkter. Stimmt. Dabei wird oft vergessen, dass Schimpfwörter nicht nur beleidigend, sondern auch humorvoll sein können. Denk nur an Pappnase oder Dussel. Da sprichst du etwas Wichtiges an. In vielen Fällen geht es mehr um den Kontext und die Intention hinter dem Wort. Hast du schon mal ein Schimpfwort benutzt, das ganz anders ankam? Oh ja, einmal sagte ich Depp und die Person hat sich tatsächlich mehr amüsiert gefühlt als beleidigt. Was denkst du, warum sind Schimpfwörter so unterschiedlich in ihrer Wirkung? Ich glaube, das liegt an der emotionalen Ladung und der Situation. Im richtigen Moment kann ein Schimpfwort auch eine schützende Funktion haben, indem es eine Grenze zieht. Genau. Und dann gibt es noch die regionalen Unterschiede. In Bayern hörst du oft Grandler oder Schlawiner, die anderswo nicht gebräuchlich sind. Das ist faszinierend. Regionale Schimpfwörter geben auch einen Einblick in die Kultur und Mentalität der Menschen. Zum Beispiel wird in Berlin gern mal Hampelmann gesagt. Kennst du noch andere regionale Begriffe? Klar, im Schwäbischen sagt man gern Käpsele, was je nach Kontext positiv oder negativ sein kann. Diese Vielfalt macht die Sprache so lebendig. Und dann gibt es diese Schimpfwörter, die sich im Laufe der Zeit verändern. Früher war Trottel viel gebräuchlicher, heute hört man es seltener. Warum denkst du, ist das so? Vielleicht, weil sich die Gesellschaft und ihre Kommunikationsformen ändern. Neue Begriffe kommen hinzu, alte verschwinden. Die Jugend hat da auch einen großen Einfluss. Richtig. Und manchmal sind es gerade die neuen Begriffe, die mehr Aufmerksamkeit erregen. Wörter wie Lauch oder Opfer sind typisch für die Jugendsprache. Interessant finde ich auch, wie man Schimpfwörter kreativ umformulieren kann. Anstatt Idiot sagt man vielleicht Intelligenzverweigerer. Das klingt fast schon charmant. Ja, und das zeigt auch, dass Schimpfwörter eine gewisse Sprachkunst darstellen können. Es gibt viele Möglichkeiten, seinen Ärger zu artikulieren, ohne plump zu wirken. Absolut. Und manchmal sind es gerade die harmlos klingenden Wörter, die am effektivsten sind. Ein einfaches „Na du Held" kann sehr vielsagend sein. Dazu kommt, dass Schimpfwörter auch eine soziale Funktion haben können. Sie können Gruppen zusammenbringen oder ausgrenzen, je nachdem, wie sie verwendet werden. Genau, und das macht sie zu einem spannenden Thema für die Sprachwissenschaft. Wie hat sich deiner Meinung nach das Fluchen in der digitalen Welt verändert? In sozialen Medien hat jeder schnell die Möglichkeit, seinen Unmut kundzutun. Das führt oft zu einer anderen, oft aggressiveren Sprachkultur. Emojis werden auch genutzt, um Flüche zu mildern. Ja, das stimmt. Und dank der Anonymität im Internet fallen oft härtere Worte. Aber zurück zum Positiven. Welche lustigen Schimpfwörter kennst du noch? Warmduscher ist ein Klassiker, der immer für ein Schmunzeln sorgt. Oder Schattenparker. Beide drücken eine Art leichten Spott aus, ohne wirklich zu verletzen. Richtig, sie sind eher spielerisch. Und dieser spielerische Aspekt ist wichtig, um die Stimmung zu lockern.
Hast du noch ein abschließendes Gedankenexperiment für unsere Zuhörer? Natürlich. Denkt mal darüber nach. Welches Schimpfwort würdet ihr benutzen, um jemanden humorvoll zu necken, ohne ihm weh zu tun? Schreibt uns eure Gedanken dazu.